Herzlich willkommen zu einem neuen Chrüsimüsi hier auf meinem Kanal. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. In diesem Chrüsimüsi geht es leider noch nicht um den Klickfett. Das folgt in einem späteren Chrüsimüsi, wenn ich dann eine Pfeife gebaut habe mit einem Klickfett. Da kann ich das besser erklären als einfach so. In diesem Chrüsimüsi geht es um den Stand vom Retroradio. Wir sind da etwas am Weiterarbeiten, also bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Am Retroradio sind wir aktuell etwas am Weiterarbeiten. Wir sind da fleißig am Schleifen. Ich habe auch schon an einem Stück die erste Porenfüllschicht Shellac aufgetragen. Und zwar an diesem Teil. Man kann es schon etwas sehen. Das ist jetzt nur einmal Poren gefüllt. Da werde ich noch 2 bis 3 weitere Schichten Porenfüller auftragen. An diesem Stück werde ich erstmal für mich das etwas üben. Da wird es noch kein Video geben. Dann am Radio selbst wird es dann ein Video geben, wenn ich das 1-2 Mal auch gemacht habe. Also dauert noch ein wenig, bis ihr das sehen könnt. Aber ich denke, dass bis jetzt bin ich ziemlich begeistert, wie gut das funktioniert. Im Radio haben wir diese Seite, die ist eigentlich soweit schon fast fertig geschliffen. Da fehlt noch ein wenig. Das ist gar nicht so einfach, weil das ja furniert. Wir müssen da ziemlich aufpassen, dass wir das Furnier nicht durchschleifen. Auch hier unten müssen wir noch etwas nacharbeiten. Ansonsten, die andere Seite ist noch nicht gemacht. Da müssen wir noch kompletten Lack abschleifen. Das ist ziemlich viel Arbeit, mehr als gedacht. Weil wenn man nur so an einer kleinen Stelle das versucht, geht das ziemlich schnell, aber dann über die ganze Fläche ist es relativ schwierig. Wir machen das auch alles in Handarbeit, wir benutzen keine Maschinen. Wir könnten ja auch einen Exzenterschleifer verwenden, aber da habe ich Angst, dass ich da das Furnier durchschleife. Deswegen bleibt das alles Handarbeit. Ist ja schlussendlich dann auch ein schöneres Gefühl, wenn man da x Stunden investiert hat zum Schleifen, zum Shellac auftragen und so weiter. Da hat man dann, denke ich mal, mehr Freude an der ganzen Sache. Hier bei den tiefen Kratzen, da müssen wir schauen, ob da das Furnier durch ist. Ich denke an einigen Stellen ja. Hier zum Beispiel und hier. Die sind ziemlich grob, unten auch. Da müssen wir schauen, ob wir das so hinkriegen, mit etwas kaschieren und so. Das werden wir sehen, weil die Seite hier ist ziemlich schlimm. Beim Schleifen habe ich jetzt nicht großartig gefilmt, nur 2-3 kleine Ausschnitte habe ich gemacht. Ich will ja auch nicht ein Video darüber bringen, wie wir das Ganze abschleifen, weil das wäre, glaube ich, ziemlich langweilig für euch, wenn ihr uns da einfach 20 Minuten schleifen seht. Deswegen werde ich da nur 2-3 Szenen einblenden und dann hauptsächlich auf das Shellac eingehen, weil ich denke, das ist interessanter. Schleifen weiß, glaube ich, jeder, wie das funktioniert. Den Shellac trage ich ganz konventionell auf mit einem Ballen. Da ist Schafswolle drin, das werde ich euch noch genau zeigen. Ein Baumwolltuch, das ist ein altes T-Shirt und ein Leinentuch. Man sieht hier auch, wie schnell das durchgeschliffen ist. Also die Schleifwirkung ist schon ziemlich krass. Das ist jetzt nur von der kleinen Frontplatte und nicht mal die ganze. Den Teil habe ich auch schon benutzt. Da muss man halt dann das Leinentuch immer etwas verschieben. Funktioniert aber hervorragend. Den Ballen bewahre ich im Glas auf.
kann man dann verschließen, dann bleibt er schön feucht und geschmeidig und man kann den immer wieder benutzen. Wenn man den einfach offen liegen lässt, wird er dann steinhart und ist nicht mehr zu gebrauchen. Als Schleifmittel verwende ich Bimsmehl, ganz konventionell. Ich nehme da keine künstlichen Porenfüller. Ich will das wirklich traditionell machen, auch wenn es länger dauert. Aber ich denke, im Ergebnis wird man das dann sehen und vor allem nach einigen Jahren, denke ich mal, wenn man das mit Bimsmehl macht, wird man dafür belohnt. Weil die künstlichen Porenfüller ist halt das Risiko, dass das mit Feuchtigkeit unterwandert wird und das dann vom Holz abplatzt mit der Schellackschicht. Und wenn man es mit Bimsmehl und reinem Schellack macht, also mit der Grundmischung von Schellack, verbindet sich das mit dem Holz und Schellack bleibt ja auch geschmeidig. Das heißt, auch wenn da Feuchtigkeit draufkommt aufs Holz oder sich das Holz etwas verformt, dann bleibt der Schellack schön geschmeidig, passt sich der Form an und da wird dann auch nichts abblättern. Ich denke auch, dass genau das Problem ist, dass viele Leute sagen, dass Schellack sehr empfindlich auf Wasser ist. Ich denke, das ist nicht das Schellack. Das ist dann nur, weil Schellack ist auch etwas durchlässig, dann wandert das Wasser ins Holz und wenn man dann künstliche Porenfüller verwendet, platzt das irgendwann ab und dann hat man eben diese Wasserflecken. Bei reinem Schellack ist das viel, viel unempfindlicher. Ich werde jetzt das Stück hier nochmals mit 400er Schleifpapier abschleifen und das zweite Mal Poren füllen. Bin sehr gespannt, wie das werden wird. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal oder gebt ein Like auf das Video. Dann genießt das schöne Pfingstwochenende. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.